Ihr seid Prof am Lycée Alain Mayrisch, an die Haut für Schüler auf London begleitet. Wie sind Ihre Impressionen über den Dialog? Ist Großbritannien ein integralen Teil von Europa? Also den Dialog, den war immens spannend für uns. Wir hatten den Dialog schon so letztlich gemacht und waren auch schon zurück und haben gefunden, dass es ganz zivilisiert zugegangen ist, dass wir tatsächlich wirklich konfrontiert waren mit Europa-Gegnern und auch ganz viele Argumente gegen Europa. Und da waren wir so als Lützeburger wirklich überrascht. Damit hat man nicht gerechnet. Wir haben natürlich gewusst, dass Engländer nicht so groß Freund von Europa sind. Wenn das halt live mitzukriegen, das war wirklich ganz spannend. Und da haben wir auch gemerkt, wie viel Überzeugungsarbeit die Europäische Kommission oder die Europäer überhaupt noch müssten leisten, für das vereinte Europa Realität gehen zu lassen, was wir halt zu Lützburg gar nicht gesehen haben. Das heißt, das Argumentationsniveau halt zu London ist ganz anders wie den zu Lick. Geht man mit Emotionen geschafft an mehr mit Argumenten? Ah ja, den zu Lick, da hat man ja die Eier auf den Herrn Barroso gesehen, an Demonstranten, vier und im Theater. Das halten war wirklich viel zivilisierter. Waren aber auch viel Manner Leid und es war viel Manner ob. Man hat zu Lick und zu Lützeburg, speziell zu Lützeburg, den Eindruck, dass wirklich die Bevölkerung kommt aus jung wie alt, es war ein Weekend, es war bis Last, halber eine echte geschlossene Gesellschaft von Europa, Befürwortern und Skeptikern, die sich hier ausgetauscht haben. Das war ein ganz anderer Atmosphäre. Wie hast du Ihre persönliche Appreciation? Muss ich sich Sorgen machen, dass Großbritannien effektiv kennt aus der EU austreten oder ist das übertrieben so in Krant? Also ich meine, ökonomisch wäre es für alle Beteiligten ein Problem. Ich meine zwar, wenn sie Teil auf ein Referendum kommen müssen, wissen nicht, was geschieht, nicht aber das Volk gegen Europa schwätzt, weil doch viele Populisten gegen Europa hetzen halt, sodass ich nicht ganz sicher wäre, ob ich so ein Referendum machen, wann ich als Regierung eigentlich von Herzen tief innen drin, aber doch für Europa wäre. Vielmals merci.